Am Ufang war den Urknall. Wéi ass eisen Universum entsternen an wéi butzeg klengers Derd an der Mëllestroos. Wir weisen, wie Sonn am Mond de bloe Planet umliewen halen. Passen op, dats kein Asteroid ass op de Kap fällt, a fleiem am Space Shuttle durch d'Geschicht vun der Raumfahrt. It's one small step for man. Awer grosse Schritt fir d'Mënscheet, an do mat Gunowend bei Pisa. 40 Joer sinnet lo hier, du hast den Neil Armstrong als éischte Mënsch iwwer de Mond spazéiert. Für rund 400 Joer huet den Galileo Galilei am éischten Teleskop de Mond vum Minot gesinn. Haut könne mir ganz weit an den Universum kucken, an awer verstimmer nach lang net alles, wat rundremeis geschitt. So gesinnt Astronauten eise Planet, mat allem wat man fir ze liewe brauchen, Luft die man atmen, Wasser dat man trinken, Eisen an eisen Blut, an Baustoffer fir Häuser, Maschinen, Strasse. Alles dat existiert, verstoppt an eiser Galaxie, der Mëllestroos, an dat schüst eng vun e pur Milliarde Galaxien am grossen Universum. Entstanden as eis kosmisch chemischt fir rund 13,7 Milliarde Joer mam Big Bang. Zenter hier dehnt den Universum sech weiter raus, fir je Luftballon. An dobei dreiwen Galaxien ausernehen, dat kann im Mossen ergëlt haut als Beweis fir den Urknall. Wenn dann der Zeit zurückgeht, die Expansion zurück verfolgt, dann muss natürlich alles Minot bei nie gewicht sein, an mi dans, an mi warm, wenn ihr weit genug zurückgehen könnt, einen Punkt, wo alles so benehmen, das ist das, was wir den Urknall nennen. Den Universum gëtt awer net just mi gross, fir o kurzem und Wissenschaftler herausfand, dass sech zenter pur Milliarde Joer ëmmer miséier ausdehnt, responsabel dofir ass die donkel Energie. Donkel, weil in net wees, werde das. Wir wissen just am Moment, wie viel der da ist. An wie Prozentsatz von der Energie vom Universum so ausmischt. Am Moment sind das ungefähr 73%. Das ist wirklich der größte Teil vom Universum aus die dunkle Energie. Und wir wissen genau, wie es noch kennt. Et gëtt nach eng aner onsichtbar Kraft am Universum, die Donkel Materie. Viel wesinn noch net oriwer Meteorie seet, dats die Donkel Materie Galaxien, die op engem Cope ze summe sinn, ze summen hält. Durch die Ausdehnung vom Universum haben die ja eine Geschwindigkeit, eine Bewegung. Und normalerweise müsste das dann, wenn die Donkel Materie nicht da wäre, müssen die sich auseinander bewegt tun. Die Donkel Materie verhindert doch, dass Kleingalaxien auseinander fuhren. Die Sterne schaufen immerhin mit de pur 100.000 Kilometer an der Stunde rund den Zentrum. Eigentlich müsste eine Galaxie auseinander fliegen wie ein Kettenkarussell, bei dem man Ketten aufschneidet. Wenn wir von Zwerggalaxien schwätzen, das sind Galaxien, die viel mehr klein sind wie als Müllestroß. Die geben dann auch das System, die gibt auch auseinander fallen. Des Galaxien waren aber nicht direkt von Anfang an da. Sie haben sich recht pur Millionen Jahre mich spät formiert. Direkt nach dem Big Bang goufen just ganz kleine Elementarpartikeln. Wenn das Universum mehr auseinander geht, wenn es mehr aufkillt, wenn die Partikeln mehr nah und näher kommen, wenn die Partikeln mehr an Atomen aggregieren. Das heißt, die ziehen sich an und die formieren löserlos eben Atome. An Hai probieren sie so ein Partikel zu produzieren. Am Atomforschungszentrum CERN bei Genève. Hai die Partikeln mehr klein wie ein Atomkern bis no Lichtgeschwindigkeit akzeleriert an Madeneen kollidieren gelassen. Wissenschaftler wollen herausfinden, wie die Materie am Universum entstanden ist, und so no wie möglich den Urknall herkommen. Dafür gönnt das vor dem Mini-Urknall, weil eben viel Energie da ist auf einem kleinen Raum. Aber das ist eigentlich falsch, viele zu sagen, der Urknall wird nur gestartet, weil das trotzdem das weit nicht an Energien, die da im Spiel waren. Vielleicht gelingt ja ein neuer Durchbruch. Vielleicht fanden sie auch heraus, dass Theorien, die bislang als richtig anerkannt wird, falsch sind. Aber auch die Herren Galilei und Kopernikus sind auch recht berühmt, wie sie populär Wissen aufgestellt haben. Das soll natürlich schon nicht heißen, dass der aber eng Scheif ist. Wir wissen heute viel über diesen Planet. An aber gehen also pur Fragen, die nicht ganz am Detail geklärt sind. Zum Beispiel, wie das Leben kommt, ob der kommen. An ein paar Jahren könnte es darüber eine Antwort geben. Traumsond Rosetta lässt dann nämlich einen Roboter auf einen Komet auf. Den analysiert dann das Bannicht vom Komet, also die ursprüngliche Materie, aus der das Sonnensystem entstanden ist. Da kann ich gucken, wie ein organisches Molekül da dran sind, an der wird sich weisen, ob die Kometen am Wasser auch die Lebensbausteine auf der Brust tun. An der Erde dreht ja bekanntlich rund um die Sonne, an unserem Sonnensystem. Entstanden für eine langer Zeit.
Et war emol fir rund 5 Milliarden Joer an engem Entlehneneck vun eiser Mëllestroos. Ënner dem Affloss vun der Gravitationun forméiert sech eng dick Folleg aus Stöpser Gas. An ihrem Zentrum ginn Druck an Temperatur so héich bis Atomkeren mat den fusionéieren en neie Stärget gebuer, eis Sonn. Aus dem wat vun der Stöpsfolleg iwrech bleifft, formieren sech Naraner Himmelskierper, déi vun do de Joke Stär ëmkresen. Een vunner ass dert mat hirem Mond, ken anderen Himmelskierper as seis Haut so no. En Sternenassen wie dert nach ganz jong war. Ein Obje so dick wie de Mars huet dert gestreift, de Brocken ass zerbrach, an huet Material aus der Erdkrust mat gerat, aus denen 2 huezechte no de Mond forméiert. An de Beweis und Astronauten am Mondgestenks fand. Die Materie analysiert, an die gleicht zu 90% der Materie, die wir am ewigsten Mantel von der Erde tun. Und das beweist, dass der Mond nicht auf einer anderen Platz entstanden ist, aber dass er eigentlich zum großen Teil aus Erdmaterial besteht. Ohne den Mond an Sonne hätte sich Liewe wie wir es kennen nie auf der Erde können entwickeln. Die Sonne schenkt uns heute da Licht, aber steht immer da einzigartig an unserem Sonnensystem. Venus gilt als Schwesterplanet von der Erde. Die zwei sind bald selbisch größer, schwer, sogar ähnlich abgebaut, aber grundverschieden. Auf der Venus ist der Zerreneffekt so groß, dass es am Boden ein paar 100 Grad warm ist. Venus ist einfach zu nah bei der Sonne. Zum Beispiel Venus gesäit eben, dass auch eng relativ kleine Änderung an der Distanz zur Sonne dann irgendwie sich Prozesse entwickeln op der Planetenoberfläche, die dann Leben unmöglich machen. Man bloßen angeguckt, dass die Sonne roische Stern. Forschungssatelliten weisen aber, wie sie wirklich ist, ein gliedische Gasball, an dem seine Atmosphäre kocht. Sonneneruptionen setzen an ein paar Minuten so viel Energie frei, wie wir Menschen bannet 100.000 Jahre verbrauchen. Immerrum schleudert die Sonne riesig Wolken aus elektrisch geladenem Gas an den Weltall. Treffen sie dort, können das Plasmawolke Satelliten außer Gefecht setzen und sogar Stromausfälle bewirken, wie 1980 geschieht am kanadischen Quebec. Forscher wollen den Sonnensturm dafür besser verstehen. Am Juni des Jahres ist das Sunrise-Teleskop an den Himmel geklommen. Mit den Bildern wollen Forscher anderem die Sonnenflecken analysieren. Hier ist die Sonne besonders aktiv, und wenn ihr die besser versteht, kann ich vielleicht ein Voraussagen machen, wie nie die Sonne wie viel Energie auf der Erde steckt und dann auch, wie die Sonnenaktivität und Klimawandel wirklich zusammenhängen. Dann müssen die magnetischen Strukturen auf ganz kleinen Skalen, also typischerweise 70 Kilometer auf der Sonne, muss man ablesen, um dafür zu kommen. Was die Forscher heute schon wissen, die Sonne liegt nach just 5 Milliarden Jahren. Am Ende von ihrem Leben geht sie vielleicht viel mehr dick und dann fällt es an sich zusammen. Übrig bleibt da just noch so eine Krise aus planetarischem Niveau. Und auch der Mond bleibt nicht ewig stehen, wo er ist. Er wandert alle Jahre so ein paar Zentimeter von uns fort und das gibt dann noch irgendwann ein Problem auf der Erde. Der Mond stabilisiert nämlich unseren Planet. Ohne Mond gibt der Dax nicht immer selbisch schief leien, mehr wackeln. Aber wenn Dax wackelt, da variieren Temperaturen. Da guckt ja einen anderen Deal zu der Sonne wie für drun, und da kriegt große Temperaturschwankungen an das gedougelt, dass das ganz ungünstig ist, für das Leben sich kann entwickeln. Für das Leben sich kann entwickeln, muss am günstigsten Fall Temperatur immer selbisch bleiben, nicht über die Jahre, aber über Jahrtausenden. Weil der Mond aber ganz los von uns fortgeht, dauert es nach ein paar Milliarden Jahren, bis es für die Leute, die da vielleicht noch auf der Erde wohnen, lebensbedrohlich wird. Der Mond fasziniert Menschen schon lange. Bis es aber so weit war, dass wir mit so Gefierer über den Mond geschafft sind, war es ein weiter Weg. Dafür fliehen wir nun durch die Geschichte von der Raumfahrt. Aber wer weiß, vielleicht landen ja ein paar Menschen um Mars. An der Weltraumtourist ist das Normalste, das es gibt. 24 Millionen Euro hat den Guy Laliberté für seine Reise bezahlt. Der Fondateur vom Cirque du Soleil ist bis auf weiteres den letzten Hobbyastronaut. Der Weltraumtourismus lebt aber 400 Geschwürfle immer vielleicht mit der Rakete an Vakanz. Angefangen hat konkret vom Weltall aber viel mehr primitiv. Am Zweiten Weltkrieg fliegt die erste Rakete von Deutschland aus an den Weltall. Der Aggregat 4 ist aber keine Mondrakete, mehr eine Waffe.
Den nächsten richtige Raumfahrt ass een Hund. 1957 schiessen Sowjet Laika op Orbit, dem Obstief de puer Stonnen um Start. Fir d'Sowjetunion ass dat éicht Liewewiesen am Weltall aweren erfollech, an et steet 1-0 am kale Krichkrimi mat den USA. 4 Joer drop schießt den Juri Gagarin den 2-0 hienem Krees als éichte Mënsch steet, dat war 1961. A Welt USA den Uschloss net wëlle verpassen, versprüchten Präsident John F. Kennedy segem Folleg Mondlandung an dat Nachbarnet engem Jozent. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. Den 21. Juli 1960 ass soweit. Ganz Welt, och die geschloe Sowjetunion, guckt op dem Neil Armstrong singéischte Schritt Mond. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Die USA feieren hireieren erfollech wie en Sechser am Lotto an investieren an de Jozenten denno Milliarden an aner Apollo an Space Shuttle Missionen. Dat Neitraumschëff ka vill Astronauten transportéieren an nochm Boer dem Landen eng Successstory. 1 foot down. Bis den 28. Januar 86. Just 73 Sekunden nom Start explodéiert Challenger, alle 7 Leiit op Bord stierwen. Awoch no desem Accident bleiwen Raketen in, besonnech die unbemannte Missionen. Allumage Vulcain. Allumage AP, décollage. D'Ariane-Rakete bringe Satelliten op Orbit. Oni déi géif mat der Schossel Balkan just Schnee gesinn, an noch den Navi am Auto wie eng onschafeebeschreibung an Zaggas. Satellitebilder machen noch Meteorsprävisioune méi präzis am Moose vun Uwen, dats den Polarbieren Deisen at de Patten ewäschmëtzt. DU bekämpft am Satellite Subventionsbedroh an der Landwirtschaft vun Uwe gesäidin op wége Felder geschafft gëtt, a wo net. De Bauer kann also net fudelen erkritten nëmme suen fir dat Feld op dem méi wie just onkraut wiest. Den Iran huet de Satellit an den Allgeschoss fir Erdbiewen éichter fir auszusoen, Mumpet so en USA Schwäze vu Spionage. Dat nennt in der wohl galaktisch Säbelrasseln am grossen internationalen ISS versteestemech. Die internationale Raumstation ass so groß wie ein Footballsterrain, wann alles klappt, nächst Joer dann ganz fertig. Sie schafft all dere Purmel rundrum der, dann dobei huet den net schüss eng super Vue, mir et wei den noch nach näicht. Leider bauen dofir auch den Astronauten ihr Muskelen over an ihr Schanke gimi schwer, an grad dat kann fir allem Problem ginn, wann man enker wëllen op de Mars fleien. Dat ass nämlich kein Weekendausflug. Mat der séierster Rakete, die et dem Moment gëtt, dauerten alle Retour bale Joer oni Openthalt. Bis lo huet just den Mars-Rover rausfand, dats der rode Planet nieft gefrorenem Wasser net viel zu bieden huet. Wenn nie en Astronaut hinner flit, steht an de Sternen, fleit an 10, fleit awer rechter 50 Joer, fleit nie. An dofir schafft NASA eure méi intensiv und enger bemannter Mondmission. Am Joar 2020 sollet soweit sinn, a schon 2 Joer drop kind eng permanent Mondstationun brett sinn, a vun do könnten dann d'Aarbechter opriechen an Helium-3 aus dem Mond schloen. Dëse Gases op der Erd extrem rar, Mond sollen e puer Millionen Tonnen leiien, a mat engem Brochdeel do vunner kenint den USA an Europa Joer lang mat Energie versurgen. Heliumaufbau Mond fir d'Atomkraftvirke op der Erd klingt net wirklich realistisch. Grad wie dem Richard Branson sei Plan vun engem Hotel iwwer dem Mond, mat dares Ausflieger bei se klenge groen Oper inklusiv, de Weltraumtourismus huet awer nach méi ze bidden, d'Hotelschein Hilton wëllen Hotel direkt Mond opmachen, mat dann Schewer Kanz. An da kënne mat Paris Hilton endlech mat gutem Gewëssen op de Mond chasen. Me wie wees, fleit sinn so Urteile awer irgendwann enker Realitéit. Dafür mussssen awer genug Leiit, genug Millionen op den Dëch spliederen. Wir machen en ganz kurz Paus. Sinn direkt awerem do, an da gucke mal, ob man fährte mussssen, dats als geschwonnen Asteroid op de Kap fällt. An froe no Liewen op andere Planeten. Bis gleich.
Shake auch du mat. Put yourself at ease, take a look around. Tell me what you need, tell me what you found. I got a lot to share, so come and hold your breath. Glad that you are here, glad that you're all there. And your heart is out, so let it come to me. In the shimmering lights, and the star is out. That's the way it ought to be. Mi hunn all Schäfheierdeeg verdingt. Dofir proposéiert Dir Stelles frisch ans Herdent fir 3,50 € de Kilo. Am wir fliehen lo weiter durch den Universum und da muss man gut aufpassen, dass es kein dicken Asteroid trifft. Wie der nach ganz jung war, da gouf man regelmäßig von Bardatien bombardiert. Und noch Hautfelder Lüers ob mans nach ein Asteroid bei so ruf. Die sind dann aber so klein, dass sie an der Atmosphäre vergleien. Mir wat wir war bisschen mehr bis dicke so was durchgif kommen. Und noch nicht recht an einer Halbewigkeit. Mir schon an 20 Jahren. Am Joar 2029 kënnt es den Apophis en 270 Meter breden Asteroid aus Steen an Eisen geféierlech no. Et gëtt gerächen, dat den eng 30.000 Kilometer Landsteis flit. Zum Verglach, de Mond ass eng 384.000 Kilometer vun eis wäch. Effektiv an den so no ruckend, dann ass dat ein Problem wahrscheinlich, weil wann dann vun der Erde ugezuget, da kann natürlich an dat aschloen. Wann natürlich te schnell ass, dann hat man enke Chance. Dann sind man wahrscheinlich mal bloß wäsch kommen. Wir brauchen aber wahrscheinlich kein Bruce Willis mit einer Atombombe herabzuschicken, wie am Film Armageddon von 1991 für als Erd für Untergang zu retten. Die Wahrscheinlichkeit, dass den Apophis auf unserer Erde anschlägt, liegt nämlich nur bei 2,7%, ist also relativ gering. Wenn das dann aber der Fall wäre, da könnten an einer Stadt größere Schiertanner losen oder sogar ein Tsunami produzieren mit Wellen bis zu 100 Meter hoch. Für eine zweite Eiszeit auszulesen allerdings, müsste so ein Geschoss wenigstens 1500 Meter Durchmesser haben. Für damals, für 60 Millionen Jahre bei den Dinosauriern. Dat sind Kippern, die hun dann Kometen so 20 Kilometer durchmesser, da das net mir klein op Hawe steht 20 Kilometer oder bis Asteroide vun 100 Kilometer. Also wann so een op dat ging fallen, do hat man nimi viel zu lachen. Dat gët eng Energie, die do lasket vun Millionen Atombomben. An mat der Energie gëtt de Bodem opgegraf vun der Erde, an gëtt Stüps. Milliarden Tonnen Stüps an die Atmosphäre geschoss. An die Atmosphäre bleibt dann mit dem Stüps während engem 2-3 Jahre so, dann schenkt die Sonne bis auf der, dann da gehen Pflanzenfutter, dann gibt Dinosaurierfutter. Die kleinen Mais, die können sich verstoppen und die überleben. Ja, auf der anderen Seite, ohne den Asteroid für 60 Millionen Jahre wären wir nicht da. Eng wirklich Gefahr für die Menschen, dass den 270 Meter breden Asteroid Apophis nicht. Mit dieser hält die Server echt. Sie hat 2006 den Forschungsprojekt Don Quixote an die Leben gerufen. 2 Sonden gehen auf eine Umlaufbahn rund um den Asteroid brucht. Die eng mischt Fotoen, die anderen sollen dann an 20 Jahren mit 14 km an der Sekunde aus seiner Bahn stoßen. Vielleicht können wir für noch einfach auf einen anderen Planet plündern und da vielleicht auch andere Menschen kennenlernen, auf einem sogenannten Exoplanet. Bisweilen goufen am Universum ein paar 100 der Exoplaneten entdeckt, an denen den Eis am meisten interessiert, als den Eis am notsten ist. Ganz eifrig sind im August des Jahres rund um die Welt Nachrichten gesammelt gehen, von persönlichen Gräs über Musik, Zeitungsartikeln nach Filmausschnitten, für sie mit einer 70 Meter breiter Parabolantenne in Richtung Sonnensystem Gliese zu schicken. Weil vielleicht gibt es da extraterrestrisches Leben. Also, wir sind also wirklich nicht lange am Weltall. Die eng soen die alles wat et brauch fir d Liwen opzebauen. Dat sinn 1000 verschieden Phänomener, a wann die ze Summe kommen, die 1000 Millionen Phänomene, die muss Summe kommen, dann ass dat een onwahrscheinlich los wat man do gezunnen, dat heißt, dat Liwe, fir dat sich kann hai op der Erd entstoen an entwickeln an organisieren, dat
dat war ein wahnsinnigen Zufall, so ein Zufall, dat bestimmt sos kein am Universum gibt. Die andere Schule, die sieht, das Universum ist unvorstellbar groß. 100 Milliarden Galaxien, könnt ihr euch das vorstellen? An all Galaxien sind auch ungefähr dafür verhältnismäßig liegt 100 Milliarden Sternen. Und von den 100 Milliarden Sternen, da sind da 90% die Planeten um sich drehen. Et kann ihn also so et gi Planete wie Sand Meer, woran dat voll nach vun de klengste Käresche ass. Also Datei si Meer. Da kommen Neptun, Uranus, Saturn a Jupiter. De Jupiter ass riesig, awer net am Verglach mat deiser Sonn. Am déi asem putzech am Verglach mam Ster Sirius. Am den, Mam, du hätte man dann nach Sonnen Pollux, Arcturus, an den Aldebaran, die nächste Großsonne sind den Antares an de Betelgeuse, déi dann awer am Verglach mat den Cepheus-Sonnen an der Canis Majoris immer nach wie Winzlingen ausgesinn. An als Erd, déi ass bei denen Dimensionen net moll méi e Stöpskehr. Den Universum ass gigantisch an Meiglechkeeten op Liewen schengen unbegrenzt. Auswandern allerdings fährt mat do wenn se nach so ball net. Well den Exoplanet Gliese C, wo se Temperaturen tschen -3 a +40 Grad vermuten, an so Meiglechkeet besteht, dat Wässer an dommer Liewen drop kenint sinn, ass 20.000 Liichtjure vun eise wäsch. A biselo huet doch nach kende Planet wirklich gesinn, mir kenne so zu soen just sei schiiert. An de Schiiert vun dësem Planet irgendwoi am Universum, de könne mir gesinn. A wie dat funktioniert, dat weis se lo de Mr. Science. An dofir guckte Joseph heibermech an Sternen op. Fir Sternen zu beobachten, muss du mal firteicht deichter sinn. An am besten as en op enger Platz, wo die manste Lichtverschmutzung ass. An déi huet de Mr. Science haut bei der Donatuskapelle an der Gegend vu Jonglenz davont. Was dir, dat die Sternen, die mir do oben Himmel gesinn, dat déi alle goe ähnlich sinn wie eis Sonn. An dat hanrem viel vun den Sternen sogar Planeten hanremkrisen, die ähnlich sinn wie eis Erd. An do kindte net also och Liewewese gin. Gott sei Dank, dat war de schlechte Witz. Me so außerirdischer wéi die richtig, déi komme wahrscheinlich nie op als Erd. Weil den nutzen Exoplanet, dat heescht e Planet an engem anderen Sonnensystem, de bis lo fondgin ass iwwer 20 Liichtjoren wäsch. Wat ich awer lo kann machen, ich kann den außerirdischen Message schicken. Wann dëse Message gif ukommen, kindten die ausserirdisch Exoplanet dëse freestens an 20 Joer gesinn, an da giwet nach enkeier 20 Joer dauern, bis je Antwortnis hai op der Erd gif ukommen. Joseph, dann hast du jo iwwer 70 Joer. Ja, aber nech wild selber du hinnerfure mat dem schnellste Raumschiff, wat bislo existiert, da bräicht ich 80.000 Joer ihre Stowie. Dann hätte ich also 80.070 Joer. Tja, da kannst du wohl net hin, méi wann déi dann so weit wäsch sinn, wéi wëssen man dann, dat et sie überhaupt gëtt? Gut froh, weil Exoplanete selber, die liegt nämlich net. Dat einzig wat mir gesinn, dat ass de Ster. An der Teil lo mei Ster, an der Teil ass ein Exoplanet. Bon, de Planet den dreht awer hunm de Ster, aber mir Chance hun, da gesinn mir grad de Moment op de Ster, wo e Planet langst wandert, an der werft de Planet schiiert op de Ster, an dann gëtt Lut vum Ster bisse mi deichter, an da können man soen, dat e Planet hunm ass. Et gëtt awer eng zweet Method. E Ster, den längers, den dreht nämlich just hunm seg egen Achs. Wann awer een Exoplanet bei engem Ster dabei ass, dann drehen dës zwee gemeinsam hunm e gemeinsame Schwerpunkt. A weder lo ha gesit, de Ster, de beweegt sech hin anreck. An dat können man mussen. Aéi, dat weisen ich am Experiment. An Bewegung de her ma hai Ton. Das ist bestimmt schon am Alldach opgefallen. Wann eng Siren langcht als fährt, dann ass den Ton méi hell, wann er bei Stür könnt, wie wann er vun eis fortfährt. Wéi, dat ist nicht opgefallen. Da lauscht mal einkehr.
D'Erklärung ist ganz einfach. Eng Tut sendet Schallwellen an alle Richtungen aus. Wenn den Auto fährt, da gehen Schallwellen vier Auto zur Summe gedreckt und dadurch geht die Wellenlänge mehr klein und dann ist der Ton mehr hoch. Wenn wir hinter dem Auto stehen, da gehen die Wellen aus der Nähe gezogen und da geht der Ton viel mehr tief. Das ist ein Effekt, wird Doppler-Effekt genannt, an den selben holen wir für die Sterne zu beobachten. Joseph. Ja? Die Sterne machen ja aber keine Comedy, oder? Nee, ein Stern, der liegt. Und Licht sind auch Wellen. Wenn der Stern ob der durchkommt, gehen die Lichtwellen zusammengedrückt und dadurch erschenkt die Lut vom Stern mehr blau. Wenn er von uns fortgeht, gehen die Lichtwellen aus der Nähe gezogen und die Lut erschenkt mehr rot. Wenn ihn also eine Änderung von der Farbe vom Stern messen kann, heißt das, dass er sich bewegt und dann muss also ein Exoplanet an der Gegend sein. So, da guckt ich mal mit meinem Teleskop, ob ich so einen Exoplanet fand. Hallo, Mr. Science. Dafür brauche ich eigentlich ein anderes Kaliber an. Übrigens, ich gebe vielleicht einen Deckel für ihr hochfüllen. Für nicht schlecht, ja. Das war der letzte Pisa von diesem Jahr an vom Samstag. Weil am neuen Jahr könnte Wissensmagazin der Sonde so was 7 Uhr. Gif mich freuen, wenn dann noch im Zeitalust hat, für zu gucken. Hallo wünschen ich noch schön Feiertag und eine gute Rutsch an Jahr 2010. Forschung zu Lützeburg. Für Isch, für erddeschlicht Liewen. Guten Abend, am Dommer da geht en idyllischen Winterdach oben an. Allerdings ist nicht haut ziemlich kalt. Temperaturen bewegen sich zwischen -15 und -10 Grad. Dabei fallen dann just vereinzelt ganz kleine Schneeflocken. Für den Rest bleibt es aber dann größtenteils drischen. Muss dann aber aufgepasst auf die Automobilisten. Den ganzen Tag wird dann schneien. Recht am nur mitten, also dann am Westen vom Land echt mehr lichtwollig und dadurch fallen noch nicht mehr so viele Schneeflocken auf. Temperaturen dann nicht mehr gerade so kalt wie Hund an der wie Haut, die dann zwischen -5 und -1 Grad. Darty, le contrat de confiance. Mit der Kaktuskarte könnt ihr lo richtig profitieren. Am Kaktus Hobby kriegt ihr lo mit ihrer Karte 20% auf CDen, DVDen, Video- und Computerspieler und 20% um elektrischen Handwerksgeschirr und dadurch auf die Promotionen. 20% nach bis diese Sonntag Schmott. An diese Sonntag sind Kaktus Balitoal, Boscherasch, Aschlerling, Howald, Angeldorf, Hobby Dickerisch und den Hobby Howald bis 7 op. Kaktus Klienskarte, ein starkes Steck. De Ford Focus mat Ford Kinetic Design. Well mir fallen alle Gurgerbissen op. Entdeckt de neue Ford Focus Econetic 2 vun 99 Gramm CO2 un 2500 € Care Plus Prim. Rosebud Blue liegt außergewöhnlich. Für den iPhone gibt es engselschen Applikationen. Du gibt Apps, die helfen, den richtigen Flieger zu erwischen, Apps, die helfen, den richtigen Zug zu kreieren, Apps für Essen liefern zu lassen und Apps für Essen zu gehen. Es gibt Apps, die bei der Arbeit helfen und Apps für Shoppen zu gehen. Tja, es gibt mehr wie 90.000 Apps für so ziemlich alles, nimmen iPhone. I'm just dreaming in color.
It's gotta be someone